Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2003 bei der Erklärung zur Lage der Nation hat der Staatsminister gesagt, als Finanzsituation ist gut. Wir dürfen keine Dummheiten machen, sonst ist es geschwunden, zwar nicht schlecht, aber nicht mehr gut. Im Spät 2004 hat der Staatsminister bei der Lage der Nation gesagt, es sind dafür, für die Leute vorig zu sagen, und dürfen so nicht, es geht mir los, am Probleme. An im Spät 2005 bei der Lage der Nation hat der Staatsminister gesagt, für eine lange Rede kurz zu machen, wir haben letztes Jahr Defizit gemacht, wir machen es mehr dieses Jahr, wir machen es noch mehr nächstes Jahr. Und 2006 hat der Staatsminister bei der Lage der Nation gesagt, die Zeit, wo die Kei am Himmel gefriert sind, an ihr Müllig zu Lützeburg gehen haben, die sind definitiv rüber. Und am Dezember 2006, also für ein Jahr, beim Budget 2007, sagte der Staatsminister, wir sitzen Drischen. 5 Monate später, das Jahr 2007, bei der Lage der Nation, sagte Herr Juncker, als Wirtschaft aus 2006 6,2% gewusst, 2,2% mehr wie 2005, ein außergewöhnlich gutes Resultat. Also so weiter, wenn eine Ökonomie so wies wie Eis, da kann ich nicht so, es ginge an einer Krise stürzen. Herr Präsident, wenn ich das so zu Finanz- und Wirtschaftspolitik vom Herrn Staatsminister, also über ein paar Jahre zurückzitiert, verstellen sich zwei Fragen. Erstens, wann die Aussagen zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt sie gehen, richtig waren, der beweist das, wie fragil als Ökonomie, als Finanzsituation hier am Land ist, auch von der positiven oder negativen Entwicklung von der Weltwirtschaft und damit von der Bankplatz aufhängig ist. Es beweist aber dann auch, wie wenig direkten Einfluss man als Staat, als Politik auf die Entwicklung hat. Und es beweist, wie sehr es von einer guten an eine schlechte Finanzsituation vom Staat kann umschlagen, und aber auch, Gott sei Dank, kann umgedreht gehen. Die zweite Möglichkeit, ob die Aussage ist, der Staatsminister hat die Aussage gemacht, für sich mit Argumente zu gehen, für den größten Sozialaufbau, der Lützeburg an der Nachkriegsgeschichte erlebt wird, können durchzuziehen. Die erinnert sich schon, dass wir als ADR noch einmal für die letzte Chamberswahlen immer gesagt haben, dass spätestens nur die Gemeinderatswahlen die Regierung gave, einen massiven Sozialaufbau wollen. Aber wenn ihr die Zitate, wofür drunter eine Revue passieren liest, da gesagt wird, dass dann von Führung, Sozialaufbau, Krisenstimmung ungekündigt hast, auf 5 Monate nachdem dass der Aufbau dezidiert war, heute gesagt, es kann nicht von einer Krise zu Lützeburg schwätzen. Was für eine von den zwei Möglichkeiten, also aber floh die richtig, wir mengen, Herr Präsident, die zwei. Es kommt, geht die Staatsfinanzen einerseits nicht gut, und andererseits war darauf für die Regierung eine gute Gelegenheit, für Sozialaufbau können zu machen. Herr Präsident, ich werde für als Position als ADR sowohl zur Finanzsituation wie auch zu Korrekturen am Sozialaufbau zu Lützeburg erklären. Ich will dürfen am finanzpolitischen Teil aufhängen. Von 2006 und auch 2007 besser, zum Teil sogar viel besser aufschließt, wie das gefragt und ungeholt war. Das soll uns aber nicht mehr dazu verleiten, mengen zu können, wir wären über die Birch und kein Eis den Arm mehr bauen. Die Analyse, die wir als ADR über die Staatsfinanzen machen, bleibt mir für Besorgnis erregend. Wir sind noch lange nicht über die Birch und wir fährten, dass das deckt ein paar Jahre recht noch. Ein Beispiel, Fonds. Die Entwicklung von den Fonds von 1996 bis 2001 sind Fondsinteressen permanent Reserve geklommen. Von 625 Millionen Euro 1996 auf 2613 Millionen Euro am Jahr 2001. Durno unsere permanent rausgegangen. 2002, wie gesagt, 2613, auf 4 Jahre 2005 auf 1350 Millionen zurück, also 4 Jahre und Reserven sich halbieren.
Von 2006 sind sie zwar fiktiv auf 1723 Millionen Euro gekommen, das aber bedingt durch ein Emprunt von 400 Millionen, die empfangen affektiert zu gehen an demselben Jahr. 2007 sind sie auf 1310 Millionen Euro gefallen, trotz einem neuen Emprunt von 332 Millionen. Und 2008 sind laut aktuellem Stand fangen 55 Millionen am Keller, und nehmen durch die kumulierten Emprunt an der Höchst von 932 Millionen sind 857 Millionen an der Fonds. Es handelt sich dann heute, wie gesagt, nicht mehr um Reserven, es handelt sich heute um Emprunt. All die Plusvaluen, die wir über die Jahre zusammen empfangen, kriegen, sind bis Ende 2008 am Prinzip, dass die Schiffe für das Lob 4 Leinfonds sind eitel, und das Geldfaktor dran nach aus, das sind dann am Fonds nicht mehr gelehnten Geld. Herr Präsident, wir haben an dem Sinn eine Grafik gemäht, die ich heute mal durfte, in der den Fleisch gibt, an den analytischen Abbauen, die das so resümiert, was ich noch gesagt habe. Cour des Comptes schreibt an ihrem Rapport zum Budget, il ressort de ce graphique, der Cour des Comptes wird einen ähnlichen, zwar nicht genau dieselben, Grafik gemäht, que le total des avoirs se chiffre au 31 Dezember 2001 à 2.614 millions d'euros, reversés d'après les prévisions actuelles à 877 millions d'euros au 31 décembre 2001. En faisant abstraction des produits d'emprunt, les avoirs des fonds étatiques seraient beaucoup moins importants, avec un niveau de 571 millions d'euros à la fin de l'exercice 2007. Pour l'exercice 2001, les fonds étatiques affichant un solde négatif de 55 Millionen d'Euro. Das konfirmiert das, Herr Präsident, was mir schon für Jahre an der Debatte gesagt haben, dass den Fonds an Wirklichkeit 2008, 2009 eitel sind, was übrigens auch die Mittel von Herrn Wolter an dieselbe Richtung diskutiert hin aus. Am Prinzip gehen aus den Fonds an den letzten Jahren ungefähr 2.700 bis 2.900 Millionen Euro für Investitionen geholt. Budgetär Speisen für die Fonds liegt bei ungefähr 15 bis 1400 Millionen Euro pro Jahr, sodass pro Jahr also die Fonds müssten konsequenterweise 12 bis 1300 Millionen Euro abbringen. In 2008 sind wir voraussichtlich aber nicht mehr knapp 900 Millionen Euro an den Fonds, die darüber wie gesagt, als Emprunt bestehen. Das Chiffren sind aus dem Rapport von der Cour des Comptes, die bemerkt, dass bei diesen Chiffren Plusvaluen an der Höchst von 240 Millionen Euro aus dem Konto von 2006 schon smart berücksichtigt sind. Nicht berücksichtigt sind dann Affektationen an Höchst von 132 Millionen Euro aus dem Jahr 2007, die bislang gemäht sind.